Wo kann ich meine Cam anputten? Warte, kann ich meine Cam... Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, beziehungsweise zu einem neuen Vlog mit der Legria. Das habe ich schon mega lange nicht gemacht. Jo, und was juckt's eigentlich? Wir können mal hier rüber steppen in das andere Zimmer und ihr seht, da ist eine kleine Unordnung, weil ich habe ein paar Probleme. Der Karl der hat mehrere Businesses und ich habe mehrere Probleme. Unsere Spezies wird so aussterben, Leute. Mein erstes Problem sind meine Haare. Ihr seht, die sind viel zu lang, weil ich in Quarantäne bin. Und entweder könnte ich jetzt hier so ein Bändchen nehmen und das so reinmachen. Keine Ahnung, wie sieht das aus? Ich weiss es. Ich weiss nicht, wie das aussieht. Es sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus. Ich glaube, ich lasse das drin. Und das zweite Problem, das ich habe, sind all die Päckchen. Die hier. Da hat's noch. Die Päckchen muss ich jetzt irgendwie zu der Post bringen. Ich bringe jetzt die Päckchen auf den Postschalter. Das ist ein Teil der Bestellungen und das sind schon mega viele Päckchen. Kann ich die einfach so nehmen und dann so in die Post reinlaufen und sagen, yo, da sind 100 Päckchen. Nimm! Oder kann man die auch irgendwie anders auf die Post bringen? Jo, wahrscheinlich mit einem Helikopter oder was? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, erstmal, oh ja, so ein Ding ist das. Das ist Amelo sein Päckchen und ich habe schon immer mal seine Adresse leaken. Amelo seine Adresse ist scheiß YouTube-Videos 69. So, aber ich muss jetzt wirklich herausfinden, wie ich die in irgendeine Schachtel reinbekomme und dann muss ich mit dem Auto zur Post fahren und dann stelle ich die Schachtel auch so da hin und sage, nimm. Stupid. Oh, Grüß gehen raus an David, der Ehrenbruder. Viel Spaß mit dem Päckchen. So, alle Päckchen sind versendet worden, genau gleich wie die Nudes, die ich gestern von deiner Mom bekommen habe. Ja. Aber ist eigentlich alles gut gegangen. Übrigens, mein Bruder hat gefilmt, von dem her Corona-technisch alles safe. Dafür habe ich jetzt ein neues Problem, und zwar ist mein Zimmer eine riesen Unordnung. Aber es gibt da irgendeine Möglichkeit, habe ich gehört, wie man das Zimmer kann gut aufräumen. Und zwar, aber geschwind. Und zwar musst du die Legria auf die Unordnung anheben und dann musst du so schütteln. Und dann ist eigentlich alles aufgeräumt. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heisst kreative Videoübergänge mit dem Adrian. Ich kann euch jetzt eigentlich ein bisschen etwas darüber erzählen, wie der Drop von D-Different war, aber mir ist in den Sinn gekommen, dass ich mir ja eigentlich eine andere Frisur machen könnte. Wenn man den hier rausnimmt, kann ich immer so ein Haargummi am Arm und jetzt kommt wirklich die absolute Baba-Frisur. Ich bin richtiger Profi in dem. So ist eigentlich auch nicht schlecht. Nein. Man nimmt die Haare so, dann nimmst du es da, man macht es nur vorne, nicht hinten. So, und dann habe ich übel nice Frisur. Yo, what is poppin', Alter? Jetzt muss ich mich gerade mal anschauen. Ja. Aber, jetzt habe ich euch wirklich etwas über den Drop erzählen. Zuerst muss ich aber noch geschwind etwas machen. Oh. Bro, ist das hell da draussen. Und zwar habe ich mit meinem einen Kollegen eine Challenge am Laufen, dass wir jeden Tag einen Backflip machen müssen, beziehungsweise ich muss einen Backflip machen und mein Kollege muss einen Backflip mit Schrauben machen auf dem Boden. Und es geht darum, dass wir auch ein bisschen besser werden. Das heisst, ich mache kurz eine kleine Session. Du machst einen 360, ich mache einen 420. Egal wie viel ich smoke, man, ich smoke zu wenig. Du machst einen Backflip, ich mache einen Hippie-Flip. Mein Magen macht einen Frontflip, wenn du am Spitten bist. Du machst einen Pop-Shop-It, na und ich pop schon wieder. Warum ein all die CH-Rapper so eine Saftboy-Image? Du machst 700 irgendwas Backside, aber mir egal, ich rap tight. Was für Zeit haben wir schon wieder? Ah, Zeit für mehrere Businesses. Alles ist erledigt, jetzt sitzt meine Frisur oder auch absolut nicht. Aber auf jeden Fall kann ich euch jetzt erzählen vom Drop von D-Different am letzten Montag, beziehungsweise vor 2 Tagen. Ja. 10 Minuten lang. 10 Minuten lang haben die Kleider gehabt und dann ist es einfach weg. Der Pulli, der blaue, der ist sicher recht begehrt, der ist auch am schnellsten weg, aber der Rest so vielleicht einen Tag, vielleicht hat es auch 5 Tage, vielleicht kommt es auch gar nicht weg. Ich kann es wirklich null einschätzen. Ich bin im Discord gesehen mit dem Yoshi, das ist sein Model, und mit dem Jump. Wir haben dort alle chillt, etwa eine Stunde lang, bevor der Drop war, haben ein bisschen geredet und dann haben wir das Ganze miteinander mitverfolgt. Und wir sind alle 3 im Discord gesehen und haben uns alle so gedacht, Digga,
Genau, das haben wir uns gedacht. Wirklich, merci vielmal an jeden und jede und jedes, der irgendetwas eingekauft hat. Sei das ein Shirt gewesen, ein Käppchen, ein Fischerhut oder sonst irgendetwas. Wirklich, merci vielmal für das. Es bedeutet mir wirklich mega viel. Es ist mega viel Arbeit gewesen und wirklich mega nice, dass es euch anscheinend gefallen hat. Mega viele Leute haben noch dann auch geschrieben, yo, ich bin gerade am Zahlen gewesen, dann hat es geheißen, dass es ausverkauft ist oder ich habe gar nichts bekommen. Viele Leute haben auch zu oben etwas bestellen, aber es ist ja schon weg nach 10 Minuten. Darum halt ein bisschen dumm für die Leute. Aber Leute, die Different war ja nicht die Different, wenn es für das nicht eine Lösung gäbe. So ein Ding ist das. Ich finde es halt schade, dass nicht alle etwas bekommen haben. Darum werde ich noch den Baby Blue Organic Sweater. Von dem werde ich noch mal einen kleinen Drop machen. Es wird jetzt nicht ein Razor Drop sein. Ein Razor Drop. Es wird nicht ein Razor Drop sein. Nein, es wird nicht ein Razor Drop sein, wie das, was jetzt ist. Aber einfach noch mal ein paar von diesen Hoodies. Einfach, dass auch die Leute, die unbedingt einen haben, sicher noch mal die Chance haben, zum einen haben und auch wissen, dass sie vielleicht jetzt sollten dort sein, wenn es rauskommt und nicht erst zu oben beim Stellen. Wie gesagt, es wird nicht so gross. Ich weiss auch noch nicht genau, wann das ist, weil jetzt mit dem Corona-Zeug und so. Aber Leute, 10 Minuten, da kann man sich gleich auch mal einen kleinen Applaus geben. Ist etwas. Zum Abschluss des Videos gibt es nochmal eine ganz klassische Zwiebel, Leute. Ich kann ja hier mal Bedingungen sagen, die ihr machen müsst, dass ihr ein glückliches Leben führen könnt. Und zwar ist das einerseits dem Video ein Like geben, dem kleinen Vlog. Dann natürlich auf ganz klassischer Ehrenbruderbasis die Glocke aktivieren und mir auf Instagram folgen. @aditotoro. Und Leute, vergesst auf jeden Fall nicht die Hotelfinke anziehen, weil das ist der maximale Drip. Wir sehen uns wieder am Sonntag. Peace und Blümli. Boom.